Hi, grüß euch und Servus. Also, dieses Video ist extra für euch. So News, was passiert bei mir momentan, so hinter den Kulissen, was passiert im Kanal, was treibe ich so nebenbei. Es sind viele Kleinigkeiten, Anekdoten, tolle Sachen, was so passiert sind. Heute Nacht ist was, naja, erst bei Schlimmes passiert, dann haben wir herzhaft drüber gelacht. Das erzähle ich euch am Ende vom Video. Ich habe sogar Videoaufnahmen davon, aber wenn es total scheiße sind. Auf alle Fälle war ich ziemlich aktiv jetzt die letzte Zeit und da würde ich euch gerne mitnehmen wollen und euch das einfach zeigen wollen, was so passiert ist, was der Markus so getrieben hat. Nachfisch aus Bayern auf meinem YouTube-Kanal, da könnt ihr viel erfahren. Mit Humor, mit Schmäh erzähl ich euch die Welt. Barbarian Sky Pixels, da gibt's was gefällt. Also klickt auf Abonnieren, seid immer mit dabei. Barbarian Sky Pixels. Fangen wir einfach mal schön an. Am 31. Mai um 19 Uhr darf ich wieder mal live zu Gast beim Daniel Nitze sein. Da freue ich mich brutal drauf. Jetzt war ich lange Zeit nicht mehr live, weil ich einfach die Zeit nicht wieder zu gehabt habe und die Lust auch. Also am Freitag, am 31. Mai um 19 Uhr beim Daniel Nitze, Beschreibung, Link natürlich, bin ich bei der Fotobesprechung dabei. Ich und Fotobesprechung, ich probiere es mal. Ich hoffe, ihr lasst mich nicht im Stich, ihr schaut es vorbei. Und das Thema war Fotografieren vor der Haustür. Es waren ja Videobeiträge möglich. Ich habe natürlich ein Video daraus machen müssen, weil ich kann mich da mal schlecht entscheiden. Das Video hat 750 Aufrufe gekriegt, Fotografieren vor der Haustür. Also keine Ahnung warum, wieso, weil ich finde das Video jetzt nicht so toll. Aber anscheinend ist es gut angekommen. Also auf alle Fälle vielen Dank. Schaut beim Stream vorbei. Link, alles. Total gefreut hat. Der Sascha von Bresser Pictures, Bresser Fotografie, ist auf dem Weg zum Urlaub 2 Tage in Traunstein stehen geblieben, auf Urlaub. Total sympathischer Kontakt, er und seine Frau, also wirklich total toll. Der Sascha wollte unbedingt bei der Rehkitz-Rettung mit dabei sein, ist in seinem Urlaub um 4 Uhr in der Früh aufgestanden, ist mitgefahren und hat leider das Pech gehabt, dass er kein Rehkitz gesehen hat. War trotzdem erfolgreich, wir sind ein paar Wiesen abgeflogen. Viel Videoaufnahmen haben wir nicht, müssen wir schauen, wenn der Sascha vom Urlaub zurückkommt. Vielleicht hat der ein bisschen mehr gefilmt wie ich, bei mir war eigentlich die meiste Zeit nur am Fachsimpel und am Ratschen. Also war total toll. Wenn ihr Bock habt, schaut beim Sascha mal auf dem Kanal drauf. Ist sogar jetzt eine Kanalvorstellung, da sind ganz tolle Videos drauf. Also ist ein ganz aktives Paar, die wirklich weit rumfahren. Und mir gefällt's, schaut's vorbei, würde mich total freuen, der Sascha bestimmt auch. Ach so, und danke Sascha nochmal für die Spende für die Rehkitz-Rettung. Wollte ich an der Stelle auch nochmal erwähnt haben. So, jetzt sind wir gleich bei der ersten Wiese am Treffpunkt. Jetzt warten wir auf den Sascha, der müsste auch gleich kommen. Jetzt haben wir uns so umgestellt, dass er unser Kreis sieht. Die Sonne geht auf. Regnen hat es aufgehört, Gott sei Dank. Schauen, ob das Wetter durchhält. Auf die Bauern ist Verlass. Wie gesagt, wir haben die ganze Nacht Unwetter gehabt. Schauen wir mal. So, jetzt haben wir es geschafft. Das brauche ich aber schnell. Ja. Also, wir haben jetzt endlich einen Sascha gefunden. Der Sascha hat uns gefunden. Die erste Rehkitz-Rettung. Ja. Genau. Jawohl. Bleib dabei, ne? Bleibt dabei. Super. Mega. Das ist hier. Nasses Dach-TVN. Also klickt auf Abonnieren, seid immer mit dabei. Barbarian Sky Pixels bringt die Welt zu euch herein. Mit dies, das, Leberkass und noch viel mehr im Sinn. Da gibt's immer was zu lachen. Was auch noch ganz spannend war, von
Tronic, von der Tronic-App. Die Piloten unter euch kennen die App. Und das Bundesluftfahrtsamt hat uns eingeladen zum Thema Rehkitzrettung bei einem Zoom-Meeting. War hochinteressant. Da ist nicht bloß um die Rehkitzrettung gegangen, sondern auch um rechtliche Sachen und so weiter. Ganz ein toller Stream von Tronic. Ich habe geschaut, so viele Abonnenten haben die gar nicht. Das wundert mich eigentlich. 800 Abonnenten machen ganz viele Livestreams, was ums Thema Drohnen geht, vor allem das Rechtliche. Also habe ich ganz spannend gefunden. Link ist in der, ja klar, in der Beschreibung. Also Tronic und also die Jungs von Tronic, von der App und das Luftfahrtsamt, die haben das wirklich klasse gemacht, war wirklich interessant. Gerade bei der Weiterbildung sind vom Landratsamt Berchtesgaden, war auch ganz interessant, war ich beim Online-Seminar dabei, Vernetzung sozialer Medien in Unternehmen und Vereinen, habe ich total spannend gefunden. Digital vereint heißt die Gesellschaft, die ist gefördert vom Staatsministerium für Digitales, Link natürlich. Könnt ihr mal draufschauen, die haben ganz interessante Themen, gerade wer mit Social Medien und in sozialen Netzwerken unterwegs ist, in Vereinen, beruflich oder so, die bieten da ganz interessante und spannende Kurse an, die sind kostenlos und kann ich bloß empfehlen. Also ich habe da einiges gelernt. Facebook ist anscheinend immer noch Nummer 1, hätte ich nicht gedacht. So, und jetzt muss ich noch was erzählen, das war total witzig, ich war im Hochberg oben. Das ist ein großer Berg über Traunstein und da wollte ich ein paar Naturaufnahmen machen. Ich zeige es euch dann im Clip gleich. Ein bisschen Sonnenuntergang und so. Und habe die Ruhe genossen und da sind laufend ein paar Jungs mit ihren Enduro, mit ihren Motocross-Maschinen rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. Habe am Anfang ein bisschen genervt und dann habe ich geschaut. Zwei haben die immer so Kunststücke gemacht, so auf einem Rad. Ich denke, wisst ihr was, wenn ihr da schon rumfahrt, mache ich Fotos von euch. Gell? Habe ich den Straßenrand hingestellt, klack, klack. Sind ein paar Mal vorbei, sind stehen geblieben, haben so geschaut, was ich da mache. Sage ich, möchte Fotos sehen. Dann haben sie sich die Fotos angeschaut und waren da gleich voll begeistert und so. Haben gesagt, pass auf Markus, wir machen so und so, wir fahren da rauf und wenn du magst, kannst du da. Naja, und das Ende vom Lied waren dann eben, wie gesagt, richtig schöne Fotos. Also es sind einige Favoriten dabei, wo ich sage, das sind so Fotos, die gebe ich nie mehr her. Das Ende vom Lied war halt, statt Naturaufnahmen in Ruhe, bin ich im Straßengraben gelegen und habe Fotos gemacht. Könnt ihr ja anschauen. Auch was Neues, was uns total gefreut hat. Wir haben eine E-Mail bekommen, eine Presseanfrage vom PNP, Passau Neue Presse. Nachdem wir jetzt die Drohne haben, wollten sie eine Geschichte davon erzählen. Steht wirklich Geschichte drin. Und wir haben ja einen archäologischen Fund gemacht, also wenigstens vermutet man das. Das war in der Wiese ein Steinkreuz, Steinfundament. Wir versuchen jetzt momentan den Bauer zu erreichen, ob wir da nochmal fliegen dürfen. Und dann sind wir eben auf die Idee gekommen, weil jetzt, wo die Saison, wenn die dann vorbei ist und im Herbst dann, wenn die Felder richtig flach sind, wenn wir praktisch die Stoppelfelder da haben, könnte man auch mal so Römerwege, Kastelle, einfach die Felder abfliegen, weil mit dem Thermal funktioniert das nämlich auch so,
dass man Veränderungen im Boden erkennen kann in der Früh. Dort eine in München zum Beispiel oben eine komplette römische Villa gefunden unterm Acker. Ganz interessant, da werden wir jetzt erstmal reinlesen und schauen. Wie gesagt, dass das möglich ist, habe ich zwar schon mal gehört, aber dass wir sowas selber gesehen haben. Fotos haben wir leider nicht gemacht. Wir hätten gerne ein Foto gehabt. Jetzt habe ich schon die Dani gesagt, wir könnten heute abends da schnell hinfahren, Bilder machen, aber es ist immer gut, man fragt vorher den Besitzer. Aber vielleicht kommt da noch was, ich hoffe es. Auf alle Fälle mit der Presse freut uns natürlich auch brutal, dass wir da angefragt worden sind. Ob die Geschichte erzählen dürfen auf dem Weg zur Thermaldrohne. Dann, was auch noch dran kommt, was ich jetzt schon ganz lange auf die Bank schiebe, ist die Foto-Challenge vom Lichtsetzer, vom Thorsten. Die haben mir die Analogkamera geschickt mit einem Schwarz-Weiß-Film. Ja, Jungs, die Pakete sind auf der Reise. Ich wünsche euch viel Spaß und ich freue mich. Die Herausforderung war Straße fotografieren auf analog. Bin ich total gespannt, habe ja voll Bock, aber jetzt war entweder das Wetter doof oder ich habe keine Zeit gehabt oder das war. Also das steht auch noch an. Analog, schwarz-weiß, Straße. Ich freue mich schon, vor allem auf die Entwicklung. Und den Film einlegen, aber da hilft mir der Bernie wieder. Das andere ist Rehkitzsuche, ja. Wir haben jetzt die Testflüge gemacht, so richtig auf die Rehkitzsuche haben wir euch jetzt noch gar nicht mitgenommen. Aber da ist dann Mitte Juni bei einer Freundin, die hat eine große Wiese, die hat uns auch angefragt, ob wir da abfliegen wollen. Da hätten wir genügend Zeit, dass wir euch das erklären, von der Routenplanung, wie die Drohne funktioniert, wie der Ablauf funktioniert. Also würde mich freuen, wenn ihr noch ein bisschen Geduld habt, dann nehmen wir euch da mal wirklich mit, von Anfang bis zum Ende. Jetzt hätte ich fast gesagt, zum bitteren Ende. Weil wir gerade beim Thema Drohnen noch sind, bei der Drohne, also bei Mavic 3 Classic ist ja die Bavaria 04, weil das die 4. DJI-Drohne ist. Nachdem ja so viele Leute gespendet haben auf dem Kanal und so eine geile Community, hätte ich den Aufruf, überlegt euch einen Namen für die Drohne. Und der Name, was euch am besten gefällt, so werden wir die Drohne auch nennen und die werden wir auch auf den Namen registrieren. FS Discovery ist vom Limanski Christian schon gekommen, also Freistaat Discovery. Wenn ihr auch noch Ideen habt, liebend gern in die Kommentare. Ich weiß zwar nicht, wie ich den dann aussuchen soll. Ja, aber gucken wir mal. Vielleicht gibt es ja irgendwelche richtig, oder vielleicht können wir es ja kombinieren oder so, weiß ich noch nicht. So, und jetzt brauche ich keinen Zettel mehr, die lege ich jetzt mal weg. Gestern um 1 Uhr Nacht gehe ich zum Rauchen raus, mache die Balkontür auf. Kommt die Mimi, unsere Katze. Und die Mimi hat sich angewöhnt, dass man jedes Mal eine Maus bringt. Ganz stolz. Da legt sie hin, schreit, legt die Maus hin. Gestern mal die Balkontür auf, war dunkel. Huscht die Mimi rein, gell? Sehe schon, die hat irgendwas im Maul. Oh Mist, denk mal, jetzt keine tote Maus im Wohnzimmer, gell? Was macht sie? Legt das Paket vor meinen Füßen hin. Ich schon voll genervt schon wieder. Hockt sie daneben, schaut, ganz stolz. Auf einmal rennt das Paket, zack, unter die Couch. Nein, eine lebendige Maus herin. Die Katze, voll amüsiert, liegt dann daneben, die freut sich, schaut mir zu, wie ich versuche, die Maus rauszukriegen. Die Couch, ja, ist auch nicht so einfach. Denke mir, das schaffe ich nicht allein, das schaffe ich einfach nicht allein. Weil wenn ich die Couch vorziehe, die Maus rennt da hinterher. Also bin ich rüber zur Dani, so, Dani, Entschuldigung, dass ich dich aufwecke. Oh, wir haben eine lebendige Maus unter der Couch. Oh, Dani total schlaftrunken. Im Schlüppi, deswegen habe ich die Aufnahmen nicht komplett zeigen können. Aber glaubt mir, die sind Gold wert. Haben wir die Couch vorgeschoben und dann ist tatsächlich die Maus unter meinen Schreibtisch und dann geflüchtet, Gott sei Dank. Ich war mir erst gar nicht sicher, weil ich habe die Balkontür offen lassen. Ich habe gedacht, die ist so schlau und fliegt gleich. Die ist bestimmt nicht mehr unter der Couch, aber ich hätte da nie mehr ruhig sitzen können. Haben wir Gott sei Dank nachgeschaut und das Tier war echt drunter. Also wenn es Action braucht, Katze,
ist immer spannend. Nee, spannend ja, aber es ist schon, wir graust nicht vor die Viecher, aber in der eigenen Wohnung herin, jawohl, ist schon ein bisschen was Komisches. Gut, dann sage ich vielen Dank. Was ich noch kurz erwähnen wollte, Livestreams gibt es bei mir auch wieder. Unregelmäßig, vielleicht so einmal im Monat. Wie gesagt, Gäste haben wir auch schon geschaut. Hätten wir auch schon einen, wo ich mich da brutal drüber freuen würde. Also Livestreams kommen auf alle Fälle auch wieder, wenn einfach wieder mehr die Zeit da ist. Und auf dem Weg möchte ich mich bei euch bedanken. Für jedes Abo, für jeden Like, für jeden Kommentar, für jede Watchtime, für jede Idee, Anregung. Ich freue mich brutal. News frisch aus Bayern auf meinem YouTube-Kanal, da könnt ihr viel erfahren. Mit Humor und mit Schwer erzähl ich euch die Welt bei Bavarian Sky Pixels. Da gibt's was gefällt, also klickt auf Abonnieren, seid immer mit dabei. Bavarian Sky Pixels bringt die Welt zu euch herein. Mit die Stars, Liebercast und noch viel mehr im Sinn. Da gibt's immer was zu lachen, das ist doch der Gewinn. Man ist durch Schmecken. Ist noch frisch aus Bayern auf meinem YouTube-Kanal, da könnt ihr viel erfahren. Mit Humor und mit Schmäh erzähl ich euch die Welt bei Bavarian Sky Pixels. Da gibt's was gefällt, also klickt auf Abonnieren, seid